Servus zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft-Server-Video. Das Mal ist es kein Let's Show, sondern mehr ein Info- und Tutorial-Video. Leider mache ich das Video allein, weil mein Kollege leider verhindert ist. Das Video ist einerseits für alle, die bereits bei uns fleissig mitspielen, aber auch sehr informationsreich für die noch nie bei uns waren, die ein bisschen ersten Eindruck erhalten von unserem Server, wie das genau aussieht. Aber auch, eben, wie gesagt, für die bereits bei uns mitspielen, schaut kurz rein. Wir haben einige Erneuerungen gemacht seit dem Minecraft 1.3 Patch. Und das kann ich jetzt euch ein bisschen erklären, wie das geht, was es hat. Es sind eigentlich nicht viele Sachen, aber ich wollte das gleich schnell durchgehen. Wie ihr jetzt seht, spiele ich noch auf dem 1.2.5. Das hat folgenden Grund, weil zur Zeit, jetzt wenn ich das gerade aufnehme, hat Bucket noch keine 1.3 Version rausgebracht. Ich vermute, dass es wird in den nächsten paar Tagen kommen. Der Server läuft jetzt auch noch auf dem. Also ja, muss ja fast. Und ist jetzt aber online und für ihr zugänglich. Und das seht ihr auch da. Der Server ist online, es hat keine Whitelist mehr drauf, es können alle drauf kommen. Und da seht ihr die Minecraft-Version. Wenn ihr jetzt das Video schon ein paar Tage später schaut, läuft es natürlich auf dem 1.3 und dann wird es auch da innen so drauf stehen. Wenn ihr jetzt bereits 1.3 habt, ist das gar kein Problem. Schaut bei Google, wie man das downgradet, das ist ganz schnell gemacht. Weil ihr kommt mit dem 1.3 nicht auf den Server mit 1.2.5. Gut, also wir gehen mal rein. Die erste grosse Neuerung, ich tue da gerade mal schnell. Die erste grosse Erneuerung geht gerade die ganzen Neulinge an. Und zwar, wir haben mit dem Server so angefangen, dass jeder, der drauf kommt, kann anfangen bauen. Das war am Anfang okay gewesen. Mit der Zeit wird das sehr schwierig, wenn es mehrere Leute getroffen hat bereits und immer mehr kommen. Dass einfach nur Unsinn getrieben wird. Und aus diesem Grund kommt ihr jetzt als erstes, wenn ihr das erste Mal joint bei uns, sind ihr als Gast und müsst von uns Admins freigeschaltet werden. Ihr könnt euch aber frei bewegen, ihr könnt rausgehen, ihr könnt euch die Häuser anschauen, ihr könnt rumlaufen, ihr könnt schreiben. Ihr könnt einfach nichts bauen, abbauen, irgend mit etwas interagieren geht nicht. Wenn ihr euch ein bisschen umgeschaut habt und denkt, mal, das ist ein Server, wo ich vielleicht noch Spass drauf habe, schreibt uns entweder in-game ein Mail oder, also zum Beispiel da, seht ihr die Namen SSC Finger oder Big Boss Cherry. Das würde so gehen, ihr macht den Chat auf, /send Mail und dann wir jetzt zum Beispiel Big Boss Cherry. Dann schreibt ihr bitte um Freischaltung. Dann ihr es absenden. Jetzt habe ich es falsch geschrieben. Mail send Big Boss Cherry. Bitte um Freischaltung. Jetzt hat er ein E-Mail bekommen, seht das mit eurem Namen und kann euch, wenn er das nächste Mal online ist, freischalten. Wenn ihr aber wollt, das Problem ist, wenn ihr in-game ein E-Mail schreibt, sehen wir das auch nur, wenn wir online kommen. Ihr könnt aber auch auf diese E-Mail-Adresse direkt ein E-Mail schreiben. freakycoopserver@gmail.com. Das könnt ihr nicht in-game schreiben, sondern müsst ihr halt rausgehen und schreibt es so. Gut. Eine kleine Information an alle, die bereits auf dem Server sind. Wir haben alle Preise angepasst. Das heisst, wir haben die Währung sehr tief auf unserem Server, haben das jetzt erhöht. Ihr werdet das sehen hier, also der Sand, das 64er Sand kostet nicht mehr $1, sondern jetzt 40. Der Dreck auch. Und das ist natürlich viel höher geworden. Also wir haben das alles ein bisschen angepasst. Aber keine Angst, wir haben das Guthaben von jedem Spieler haben wir auch erhöht. Und zwar prozentual bei jedem gleich. Also eigentlich hat jeder
Immer noch gleich viel mehr wie der andere, beziehungsweise weniger. Es ist einfach eine höhere Stelle. Wir haben leider aus dem Grund noch müssen die Jobs der Spieler müssen kaputt machen, weil ihr sonst das Zeug zu sehr günstigen Preisen verkauft haben. Also die es betrifft, haben auch ein Ingame-Mail bekommen, dass sie bitte ihre Jobs neu machen. Wir müssen uns da auch entschuldigen, aber das haben wir einfach müssen machen. Aber es ist ja keine Sache, es geht schnell wieder das zu machen. He? Für alle Neulinge, die kommen, ihr seht hier ein Haus der Befehle. Da habt ihr einige Sachen drin. Das Wichtigste, ihr könnt das mal gerne da unten lesen. Ist sehr informationsreich, vor allem für jemanden, der noch nie auf einem Server war. Bitte ich darum, geht da rein, schaut das an, wie das genau geht. Gut. Weil wir das Geld global ein bisschen verändert haben, haben wir natürlich auch die Jobs müssen verändern. Wir kommen jetzt für einen Job, den man macht, viel mehr über. Also das haben wir auch müssen verändern natürlich. Wir können nicht nur die Preise erhöhen, wir haben auch die Jobs erhöht. Zudem haben wir die Warp-Schilder, die es gegeben hat, bis jetzt auch noch geändert. Und zwar kosten die Warp-Schilder. Ich zeige das jetzt gerade mal ein Beispiel da von unserem Gasthaus, das wir haben. Vom Warp-Raum. Jetzt seht ihr da, wenn ihr ins Befehlshaus geht, das kostet jetzt $5. He? Shop $5, PvP $5. Alle von uns erstellten Warp-Schilder kosten $5, wenn ihr sie benutzt. Nicht zu erstellen, sondern zu benutzen. Wenn ihr jetzt einen eigenen Warp-Punkt von uns gesetzt habt und so ein Schild bei euch im Haus haben wollt, kostet es mehr. Die kostet 10 oder 15, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Das sind einfach ein bisschen die teureren. Wir wollen das aus dem Grund machen, dass nicht jeder 30 Warp-Schilder bei sich im Haus hat. Jetzt noch etwas, wo alle auch noch interessiert, wo bereits bei uns mitspielen. Wir haben ein neues Plugin installiert, und zwar ist das Lift-Plugin. Und zwar geht das folgendermaßen: Wir haben hier ein Beispiel können machen im Tower vom Nestork, den er gebaut hat. Er hat uns da gesagt, wir können das hier innen machen, zum Testen, wie das genau aussieht. Und zwar hat er da ein relativ hohes Gebäude gemacht. Mit ganz vielen Stockwerken. Und um nicht in jedes Stockwerk eine riesige Leiter Stege machen zu müssen, kommt jetzt der Lift da. Da kann ich euch jetzt ein bisschen erklären, wie das genau geht. Ich tue das gerade mal testen, da, wie das funktioniert. Und zwar gehen wir jetzt da mal in den zweiten Stock. Da ist ein Knopf. Und jetzt geht das rauf. Und so kann man das eigentlich mit diesen Türen, mit diesen Treppen überlisten, weil die eigentlich immer sehr, sehr viel Platz gebraucht haben. Ich zeige euch jetzt mal, wie das genau aufgebaut wird. Und zwar muss der Boden vom Lift, der unterste Boden, muss immer aus Eisen sein. Eisenblöcke. Die Grösse ist egal, man kann nur 1 nehmen, man kann 3 auf 3, 4 auf 4, das ist Wurst. Einfach immer schön viereckig. Dann ziehe ich da jetzt mal eine Wand auf. So. So. Dann müsst ihr schauen, dass pro Stock mindestens 3 Freiraum ist. So da zum Beispiel. Würden wir annehmen, da ist wieder ein anderer Stock. Müsst ihr einfach 3 Freiraum haben. Jetzt nehmen wir mal an, das hier hinten ist ein neuer Stock. So wird das aussehen. Dann möchtet ihr hier, wo der Lift ist, die 4 genau in die gleiche Größe wie unten der Eisenboden, den ihr gemacht habt, muss Glas sein. So. Dann machen wir noch einen Stock. So, so, so. Und so. Und dann macht ihr da genau das gleiche. Die 4 am Lift
müssen aus Glasblöcken sein, wichtig, Glasblöcke. So. Jetzt hättet ihr schon mal das Gebäude mit 3 Stöcken, mit dem Erdgeschoss und 2 oberen Stöcken. Und jetzt macht ihr den Lift. Und zwar geht das so. Ihr macht als erstes im dritten Klötzchen ein leeres Schild her. Schreibe nichts rein, einfach ein leeres Schild. Unter dem Schild macht ihr einen Button und lasst das jetzt mal so. Also nein, ihr könnt eigentlich schon probieren, es geht jetzt nicht. Wenn ihr jetzt einen Rechtsklick aufs Schild macht, passiert auch nicht. Also man muss zuerst noch den zweiten Stock machen. Auch wieder im dritten Klötzchen, 1, 2, 3. Das leeres Schild und unten dazu einen Knopf. Jetzt habt ihr auf 2 Stockwerke. Jetzt könnt ihr Rechtsklick auf das leere Schild. Und jetzt hat es schon ein Stockwerk erschaffen. Und zwar sehen wir jetzt hier, wir sind im 2. Stock und könnten runterfahren in den 1. Stock. Das machen wir jetzt mal. Drücke hier den Knopf. Und jetzt gehen wir in den 1. Stock. Jetzt drücken wir hier an, dann hat es den auch erstellt. 1. Stock und wir könnten die 2. So, ganz einfach. Mehr ist da nicht zu machen. Es ist wirklich ganz schnell und einfach gemacht. Jetzt machen wir noch schnell den hier. Im dritten Feldchen ein leeres Schild und dazu einen Button. So, jetzt haben wir ja 3 Stück. Noch Rechtsklick. Jetzt haben wir ja 3 Stück. Und wenn wir jetzt zum Beispiel 20 Stück hätten, wie wahrscheinlich da auch nicht der Fall sein wird, dass man nicht durch jeden Stock separat muss gehen, kann man jetzt hier den Stock, den wir haben, anwählen. Und zwar sind wir jetzt im 3. und wir würden jetzt in 2 fahren. Ihr könnt hier mit Rechtsklick das verändern. Wir würden jetzt in 2 fahren. In der 1. oder 2. Das kann man so anwählen. Dann geht es runter. Dann kann man die Stockwerke auch benennen. Und zwar macht man ein Schild auch auf der gleichen Seite zuunterst. Moment schnell, ich mache da schnell wieder Tag. Time Morning. So, macht man zuunterst ein Schild. In die zweite Zeile, das ist wichtig, in die zweite Zeile schreibt Erdgeschoss. So. Dann ist das jetzt erstellt. Drücken wir noch einmal da drauf, um das zu aktualisieren. Gut, gehen wir jetzt mal in den zweiten Stock rauf. Schreibt da rein Büro. Da wäre die Bürofläche. He? Dann gehen wir noch in den dritten Stock rauf. Da machen wir die zweite Linie, wichtig, Obergeschoss. So, jetzt haben wir unsere Stockwerke benannt. Und zwar machen wir das aus dem Grund, wenn wir hier die ganzen Stöcke anwählen, sieht man jetzt auch, welches das gemeint ist. Also mit dem 1 ist das Erdgeschoss, mit dem 2 ist das Büro. Das ist sehr hilfreich, wenn man mehrere Stöcke hat, weiss man nicht auswendig, was in welchem Stock ist. Dann kann man es einfach so antippen. Erdgeschoss, gehen wir runter und so weiter. Das Ganze ist sehr gross ausbaubar, also bis 16 Stöcke sind möglich. Der Abstand zwischen den jeweiligen Stöcken ist egal, wie gross das ist. Der Abstand kann eigentlich nur 3 sein und wieder 10. Wir haben das Ganze gemacht, damit ihr grosse Gebäude wie das hier bauen könnt und nicht immer die blöden Treppen nachbauen. Bitte tun das so ein bisschen seriös brauchen, das Ganze. Nicht, dass ihr einfach irgendwelche komischen Liftgebäude bauen nur. Aber das ist sehr hilfreich. Gut, das wäre eigentlich so informationsmäßig das gewesen für alle, die bereits bei uns dabei sind. Ich fahre jetzt fort für alle Neulinge, die zu uns kommen. Zeige ich euch jetzt ein paar Sachen, die man noch bei uns erstellen kann. Gut, und zwar fangen wir mal an. Also alle, die jetzt neu sind, bitte schaut zu. Ich zeige euch jetzt, was man so bauen kann bei uns, was für Befehle das es gibt. Dass ihr ein bisschen besser zurechtkommt auf unserem Server. Das ist für euch sehr hilfreich und für uns Admins dann auch, wenn wir nicht für alles jedes Mal erklären, wie das genau geht. Die meisten Sachen findet ihr allerdings im Befehlshaus, aber man muss das gleich mal sehen, wie das genau funktioniert. Gut. Und zwar nehmen wir jetzt mal an, ihr habt hier
Haus baut. Und würdet jetzt gerne, dass da niemand reinkommt. Ups. Die Tür ist jetzt für jeden frei zum Aufmachen. Jeder kann durch. Wenn ihr jetzt wollt, dass da niemand reinkommt, dann schaut ihr die Türen an. Schreibt im Chat /c privat. Also nicht mit Caps Lock, ich habe jetzt das aus Versehen drin gehabt. C privat. Also spielt keine Rolle, gross oder klein. Dann Enter. Jetzt seht ihr schon unten im Chat. Berühre den Block, um ihn zu sichern. Da geht ihr auf die Türen. Fletsch. Die Sicherung wurde erfolgreich erstellt. Jetzt könnt nur ihr die Türen auftun. Alle anderen können die Türen nicht mehr aufmachen. Jetzt, wenn ihr wollt, dass noch ein Kollege von euch all die Türen auftun kann, dass ihr das zweite oder das dritte könnt da rein, dann macht ihr /lwc. Ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Modi. Genau. Bitte berühre deine Sicherung, um die Änderungen zu übernehmen. Dann auch wieder mit Rechtsklick auf die Türen. So, die Rechte für den Spieler Big Boss Jerry wurden gesetzt. Einfach so /lwc modify und dann Abstand, der Name, aber wie jetzt Big Boss Jerry und dann Enter und dann auf den Gegenstand. Dann kann er das auch benutzen. Das Ganze könnt ihr auch auf Kisten machen. Wenn ich jetzt gerade eine finden würde, wo haben wir sie? Da. Kiste ist sehr wichtig zum Protecten. Macht das immer. Damit einfach die Leute eure Sachen nicht rausnehmen können. Dann machen wir das auch wieder mit C private. Dann Rechtsklick auf die Kiste. Und jetzt ist die Kiste nur für euch gesichert. Jetzt könnt nur ihr die auftun. Und jetzt eben, wie wenn das ein Kollege noch das kann machen kann. LWC, Modify und so weiter. Und den Namen und dann auf die Kiste. Gut. Wenn ihr jetzt einen Shop errichten wollt, dann macht ihr das folgendermaßen. Und zwar könnt ihr jetzt, also die Spieler bei uns können einen Shop errichten, wo ihr euch das Zeug könnt verkaufen könnt. Und zwar machen wir das so, ihr setzt in eine Kiste und macht oben drauf ein Schild. Und da schreibt ihr jetzt die erste Zeile schreibt ihr nichts. Dann in die zweite Zeile schreibt ihr die Menge, die ihr verkauft. Also mit jedem Klick, den ein Spieler macht, die Menge kommt auch rüber. Sagen wir jetzt zum Beispiel ein 64er Stack. Dann in der zweiten Linie macht ihr den Preis zu dem Preis, den ihr es verkauft. Ich sage jetzt einmal 100. Das heisst, wenn jetzt ein Spieler einmal draufklickt, kommt er für $100 64 Steine über, zum Beispiel. Das zieht sie ihm ab und tut es bei euch automatisch zubuchen. Und da rein schreibt ihr nach der Itemnummer. Ihr könnt es auch schreiben, aber ich empfehle euch, schreibt die Itemnummern auf. Und die Itemnummern könnt ihr ganz einfach auch im Internet raussuchen. Es gibt ID-Lists. Gebt das bei Google ein und ihr seht von jedem Item, von jedem Gegenstand seht ihr eine Nummer. Und die Nummer gebt ihr da unten ein. Zum Beispiel, sagen wir jetzt das Eis. Das wäre der Cleanstone. Damit der Shop weiss, was für ein Material ihr verkaufen wollt. Wenn ihr das so eingegeben habt, gebt ihr das ein. Und jetzt hat der Shop errichtet. Ihr seht das auch unten links im Chat drin, dass es der Shop erstellt hat. Jetzt seht ihr hier SSC Finger, das ist mein Shop. Für 64 Steine muss ich 100 zahlen. Dann könnt ihr aber auch einen Shop errichten, wo ihr selber auch noch etwas einkauft. Machen wir genau das Gleiche. Das erste Feld leer, in die zweite Zeile die Menge. Dann in die erste zum Beispiel machen wir genau gleich. Ich würde für 100 Franken, für $100 verkaufen.
würde es aber für 50 auch wieder einkaufen. Das macht ihr so, dann gebt ihr zuerst den Kaufpreis ein, zuerst, dann einen Doppelpunkt und den 50. Und da unten 1, das wäre der Stein. He? Dann könnt ihr das annehmen und setzt es erstellt. Also jetzt seht ihr hier, Buy, also verkaufen für 100 und einkaufen für 50. Also wenn ich jetzt als anderer Spieler 64 Steine habe, kann ich das auch an euch verkaufen. Ihr gebt mir dann 50 automatisch und ihr kommt die 64 Steine über. Ganz wichtig ist, dünnt nachher auch die Sachen in die Kisten rein, die ihr verkauft. Weil es zieht euch das nicht aus sonst irgendwo raus. Es verkauft nur immer so viel, wie in den Kisten innen ist. Ihr müsst da also auch ganz viele Steine rein tun, damit das verkauft wird. Gut, die Kisten, wenn ihr einen Shop macht, die Kisten sind dann automatisch protected auf euch. Ihr müsst die nicht mehr separat mit C privat protecten. Das ist dann automatisch für jeden unzugänglich. Gut. Wenn ihr jetzt noch nie auf dem Server gewesen sind, könnt ihr vielleicht ganz viele Befehle nicht. Ich sage euch jetzt noch ein paar wichtige. Zum Beispiel eben das Mail senden. In-game kann man einem anderen Spieler ein E-Mail senden. Und zwar macht ihr das so. Ich habe das am Anfang auch schon gemacht. Ihr holt den Chat, /mail und dann send. Und der Abstand, der Name. Mustermann. Und der Abstand, und dann gebt ihr den Text ein. Den Enter und dann geht das. Dann, wenn ihr online kommt zum Beispiel, dann steht bei euch, ihr habt 2 Mails. Dann, wenn ihr die lesen, dann gebt ihr ein, /mail wieder. Dann, was muss man eingeben? Ja, natürlich. Kommen wir da langsam durcheinander. Mail read. Dann Enter und ihr seht, ich habe jetzt keine Mail. Und andererseits, wenn ihr jetzt Mails hättet, werden die hier alle aufgelistet. Dann, wenn ihr die Mails leset, sind sie aber noch nicht gelöscht, dann macht ihr das bitte. Dann macht ihr /mail und dann clear. Dann könnt ihr Mails löschen, dann habt ihr wieder einen leeren Mail-Eingang. Gut, wenn ihr jetzt ein Haus gebaut habt, zum Beispiel so wie ich, das ist ein sehr grosses, schönes Haus, und das ist euch daheim jetzt. Das heisst, wenn ihr jetzt ganz weit weg sind und ihr findet den Weg nicht mehr zurück, oder auch wenn ihr zu faul sind zum Zurücklaufen, könnt ihr euch einfach mit einem Befehl hierher zurück portieren lassen. Und zwar macht ihr das so. Ihr geht hier rein, gebt ein /set home. Homeset steht jetzt da unten. Das heisst, das ist jetzt euch Zuhause. Daher könnt ihr jederzeit euch wieder zurück teleportieren. Wenn ihr ganz weit weg sind oder tief unter der Höhle, ihr kommt hier ganz einfach rein. Und zwar, ich gehe jetzt da mal ein bisschen weg. Macht ihr das so, /home. Enter und jetzt sind ihr wieder da. Und das geht überall, wo ihr seid. Wenn ihr jetzt daheim seid, ihr seid jetzt in einer Höhle gewesen, habt das eingegeben und sind jetzt daheim. Dann habt ihr ganz volles Inventar. Dann könnt ihr euch ein Inventar leeren, und alles in die Kisten rein. Dann könnt ihr mit /back könnt ihr wieder zurück. Dann sind ihr wieder dort, wo ihr vorher sind. Also es ist sehr hilfreich. Wir haben das extra zugefügt. Oh! Jetzt habe ich da vom Leonardo. Das habe ich jetzt nicht wollen. Gut. Mache ich nachher wieder gut. Ja. Dann haben wir noch Jobs errichtet. Und zwar, wenn ihr jetzt, ich sage jetzt mal, sehr viel unter der Erde sind, am Abbauen, empfehle ich euch, nehmt den Job Minenarbeiter. Und ihr seht jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt /jobs eingebt, seht ihr Jobs Info. Nein, Moment, ich muss jetzt das gerade schnell schauen. Jobs List. Auch nicht. Gut, das sieht jetzt ein bisschen anders aus als bei euch, weil ich Admin bin.
Ihr könnt, glaube ich, mit Jobs, wenn ihr einfach Jobs eingebt, seht ihr eine Liste, welche das es gibt. Zum Beispiel, sagen wir jetzt den Job Minenarbeiter und ihr wollt den gerne machen. Dann gebt ihr ein, /Jobs, Join Minenarbeiter. Enter. Und jetzt steht, du bist im Job Minenarbeiter joined. Jetzt bist du Minenarbeiter. Jetzt, wenn du schauen, für was dass du Geld bekommst, gehst Jobs, /Jobs, Info, Minenarbeiter, gehst das ein. Dann sieht man jetzt hier, für was dass man Geld bekommt. Zum Beispiel, wir bauen einen Stein ab. Da kommst du 0,2 Dollar über und 0,02 Experience-Punkte. Das heisst, Jobs hat 10 Level. Je höher, also man muss Experience-Punkte sammeln, um im Job-Level zu steigen. Je höher dass man im Job-Level ist, umso mehr kommt man dann auch über. Pro Stein abbauen oder pro Kohle, Redstone und so weiter. Und das Ganze gibt es auch zum Beispiel Jobs, Info, Holzfäller. Da sieht man da, okay, für einen Holzfäller, wenn er ein Holz abbaut, kommt er 0,5 über und 0,4 Experience und so weiter. Wenn man den Job wieder wechseln oder verlassen, geben wir ein /Jobs leave. /Jobs leave Minenarbeiter. Da steht unter der Meldung, du bist raus aus dem Job Minenarbeiter. Man kann, das ist wichtig, man kann nur einen Job auf einmal haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel Level 10 ist im Minenarbeiter und denkt, ja, jetzt mache ich mal Holzfäller, dann sind die 10 Level weg. Also wenn man dann wieder zurückgeht zum Minenarbeiter, sind die weg. He? Gut. So, ich glaube, das wäre es jetzt. Das Info- und Tutorial-Video, das ist jetzt sehr lang gewesen. Ich hoffe, es ist hilfreich für die bereits bei uns spielen oder für die neu zu uns kommen. Wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch Spass an unserem Server. Schaut einfach mal rein. Und ich würde sagen, man sieht sich im Spiel. Danke fürs Zuschauen und einen schönen zusammen. Ciao!